Einer von den bekanntesten jüdischen Linguisten, Isaac Zaretsky, ist geboren geworden in Pinsk, Weißrussland, dem 6. Februar 1891. Verendigt a Realschule hat Zaretsky in den Jahren 1911-1917 studiert Mathematik in Estland. In die studentischen Jahren gewesen tätig in einem ortigen akademischen Verein für jüdischer Geschichte und Literatur, geführt ein Kampf für Jüdischismus und Demokratismus. Nach der Oktoberrevolution 1917 vernommen eine wichtige Position in der sowjetischen Bildungssystem, sich aktiv beteiligt in der jüdischen orthografischen Reform. Zaretsky hat vorgelegt neue Klassen von Orthographie, von Hebräismen in Jiddisch und gebracht arische Wörter mit einem zweifelhaftigen Ausleg. In den 1920er Jahren hat vorgenommen eine Reise über die wichtigsten jüdischen Jeschuven in Weißrussland und Ukraine, mit dem Ziel zu verbessern dem Jiddisch-Limud in die Schulen. Von Sof 1926 ist Zaretsky in Moskau Professor von Grammatik bei der Literaturlinguistischen Abteilung von Pädagogischen Fakultät beim 2. Moskauer Meluch-Universität. Sein Grundwerk, praktische jiddische Grammatik, ist gewesen die erste breite Arbeit im Gebiet von jiddischer Grammatik. Gestorben ist Isaac Zaretsky im Jahr 1956 in der Stadt Kursk, Russland. Der jüdisch-hebräische Schriftsteller Moshe Stavsky ist geboren geworden dem 7. Februar 1883 in Antopol, Grodner Gegend. Seine ersten Erzählungen hat veröffentlicht in 1906 und ist bekannt geworden durch seine Erzählungen wegen Belchaim. In Buchform auf Jiddisch, Idylle und Bilder, Stimme Freund, Wenn Tag vergeht und Araber der Erzählungen. Moshe Stavsky ist gestorben in 1964 in Mekaber gewesen in dem Yeshiv Benjamina, Israel. In dem Tag ist geboren geworden Chaver Paver, was ist gut bekannt gewesen wie ein Schreiber und Dramaturg für Kinder. Von Reim Gershon Einbinder ist geboren geworden in Bershad, Ukraine, im Jahr 1900. In einer vermöglicher Mischpuche von einem Waldzeuger. Bekommen eine traditionelle jüdische Erziehung, Bamunib in Cheder, der noch in der Yeshiva, ist der junge Gershon bei die blutigen Pogromen von Petluris Bandes und Weißer Armee entlaufen in Rumänien und noch in Amerika. Debütiert in 1921, gleichzeitig gearbeitet wie ein Lehrer. Sie gedruckt in verschiedenen Zeitungen und Journalen. Srof mit Werk für Kinder. Die Sammlung von seinen Kindermeises, Meiselach von Chaver Paver, ist erschienen in 2 Bändern in dem Verlag Matunis, New York 1925. Gestorben ist Chaver Paver in Los Angeles in 1964.